Der Karl beicht an Rolli seiner preußischen Gspusi, dass er das Kranksein bloß markiert hat, damit dass er da bleiben kann. Und sie lässt sich darauf ein, dass er da bleiben darf. Der Rolli ist zuerst dagegen, aber danach wird er wieder gut mit seinen Vatern und der darf bleiben. Das Hummerl hat der Leni ein Flaschenschifferl mitgebracht, aber das Geschenk geht zweimal schief. Der Leni ist das recht, weil's nicht mag, dass nutzlose Staubfanger in seiner Hirbe umeinander stingen. Der Till hat zeitlang nach dem Gregor seiner preußischen Stieftochter, aber die sagt ihm aufs Gesicht zu, dass sie jetzt mit ihm Schluss macht, weil sie einen anderen hat. Auf das Aufe sauft er sich voll und ist recht grob zum Rolli seiner preußischen Pflegtochter. Aber für das entschuldigt er sich nachher und sie haben wieder gute Freunde. Der Schandi und die Moorschreiberin spernzeln miteinander, aber da wird nichts draus. Die Rosi und der Sascha schauen, wer das länger mit geschlossenen Augen auf einen Hax stehen kann. Aber die Rosi schwindelt und linst außer und das kommt auf. Kathi fängt wieder beim Brei an, weil sie die neuen Gerstensorten ausprobieren müssen und der alte Braumeister nimmer so kann. Wie es nachher daheim arbeitet, schaut's nicht nur auf den Lenz auf und der fällt vom Bett runter. Es feit ihm aber nix. Bei einem Preisausschreiben gewinnt der Rolli einen Kurs für 2 Leute bei einem berühmten Koch, da wo es ums Grillen geht. Er weiß aber noch nicht, ob er einen Hubert oder die Leni mitnehmen soll.